Ich meine, das ist ganz interessant, wenn ich kurz anzuhören und über die Zölle nur zu denken, die hier aufgefeiert wurden. Wenn man das hier umsetzen und da die stimmt matt, weil wir also prinzipiell auch zum Schutz von der Atmosphäre bekennen und doch gut fanden, dass dort so eine Schicht geschützt wird. Wir müssen aber mal ein nur denken über die Effektivität von diesem Akkord. Er wird gesagt, von einem gesagt wird, also an den bestmöglichen Konditionen, spüren wir oder können wir verhindern 0,1 Grad bis 2050. Das ist aber unter den Konditionen gewirrscht, und das steht da so dran, die Amerikaner dezidiert haben, aus dem Pariser Akkord rauszuklammen. Das sind 32% von der Weltemissionen am CO2. Aber diese Emissionen werden sich an ähnliche Größenordnungen auch verhalten, sodass wir hier schwätzen unter den bestmöglichen Konditionen von einem Unterschied an der Temperatur bis 2050 von 0,07 bis 0,08 Grad Celsius. Das ist weltweit. Was kann dabei der Beitrag sein von einer Agglomeration wie Lützeburg von ungefähr 600.000 Leuten am weltweiten Volumen von den Ausstoßen, da sind wir bei 0,0000001. Ich meine, das muss sich einfach bewusst sein, wenn ihr die Zahlen hier guckt, was Eisenabbruch ist, weltweit praktisch nicht. An den Effekt auf der Erhitzung von diesem Akkord ist auch praktisch nicht mehr zu messen, noch schon irgendwo am Bereich von den Klimaschwankungen normal oder auch von den Irrtum am Mossen, zum Mutz von den Wees, wie schwer eigentlich die Donne sind, ob diese Staatsberuf geht, aber wie Überfläche auf verschiedene Kontinenten die Donne gesammelt gehen und da verwerten und du noch 4 gehen, da sind noch enorm Defizite. Ich meine, das muss ich einfach wissen, von den Dateien beurteilt, was wirklich den Impact für seinen Akkord ist für den Haien, schon mal nicht dagegen zu, wie gesagt, sollen sich das aber bewusst sein. Nach 12 Stunden mit der Minister, wenn wir schon über Motionen schwätzen, wir haben, wenn wir da ganz wärmer sind, auch Limitationen mit den Wittessen auf den Straßen durch die Ozonbelastung. Mir gibt es eine Messung, die wirklich den Zusammenhang zwischen der Reduzierung hier am Land von der Wittessen auf der Autobahn und der Reduzierung von der Ozonbelastung herstellt. Wir nämlich hier am Land wahrscheinlich noch einmal nicht, und das ist froh mit der Minister, eine direkte Linie zwischen den anthropogenen Ozonbelastungen oder Aufgasen auf verschiedene Ballungszentren wie Esch oder der Stadt, mehr aber mehr Stationen zu Beidland zu feiern, wo biogen, volatil, Präkurseure vom Ozon gemoos gehen, den allerdings vollkommen natürlich ist, und eben auch nicht kann durch den Verkehr oder eine Limitation vom Verkehr direkt betroffen gehen. Dafür, wie effektiv sind dann eigentlich die Witteslimiten auf den Autobahnen, sind die wirklich an dem Sinn effektiv justifiiert? Da wäre interessant, eine Position der Regierung zu hören.